Moin und herzlich willkommen bei Mehrberg. Heute präsentieren ich zwei Modelle von unserer EQ-Palette. Angefangen mit dem GLE 350DE, ein Diesel-Plug-in-Hybrid, den 306 Pferd Leistung hat und 700 Newtonmeter. Gehen wir Richtung Batterie. Die Batterie befindet sich beim GLE an der Mall. Wie ihr seht, haben wir hier ein ebenerdiges Mall. Das Reber mit dem Stufenheck für die Batterie, weil der GLE ist konzipiert mit der Batterie dran. Für abzuladen haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, den Wechselstrom zu laden und eine Wallbox, wie wir hier gesehen. Da sind wir dann an 3 Stunden und 15 Minuten voll abgeladen mit einer Kapazität von 100 km, die kann fahren. Die andere Möglichkeit, die besteht, dass den DC-Laden, den Gleichstromlader, da kriegen wir dann innerhalb von 20 Minuten eine Vollautonomie von 100 Stundenkilometer. Willkommen am Bandenliewe vom GLE 350DE. Für das den Plug-in-Hybrid ist, haben wir einen speziellen Modus, den bei den Plug-in-Hybriden mit dabei ist. Das ist ein EQ-Modus. Wo wir hier können auch zum Beispiel die Vorklimatisierung erstellen. Das heißt, dass ein Auto bei sommerlichen Wärmetemperaturen draußen immer schön gekühlt ist, wenn wir wollen Last fahren. Und die Möglichkeit besteht auch, dass ein Auto vom selben erkennt, wenn wir an eine Stade rauffahren, wo wir just hier für 50 fahren. So gibt es dann die Möglichkeit, das heute zu aktivieren und dafür den GLE rein elektrisch an der Stadt. Und erkennt das vom selben. Just für auf die verschiedenen Modien anzugreifen, tun wir heute Dynamic Select Taste. Die kann wählen, kann ihn dann zum Beispiel auf den Batterielevel angehen, dass die Batterie soll geschont bleiben, für zum Beispiel an der Stadt rein elektrisch zu fahren. Oder die Möglichkeit am Eco-Modus. Am elektrischen Modus, wo man dann auch die Möglichkeit haben, über die Schaltpedalen die verschiedenen Rekuperationsmodussen anzustellen. Das heißt, dass man nach Kilometer gewonnen, an denen man zum Beispiel Berge hochfahren, an den Auto von sich selber aus bremst. Die meisten Rekuperationen können wir erstellen über verschiedene Schaltpedalen. Da sind wir zum Beispiel am D+, das wir wie bei einem thermischen Motor, wenn der Gift Kupplung drücken, das heißt ein Auto, der segelt, rollt einfach, probiert so weit wie möglich auszurollen. Können wir das aber auch über den D- erstellen, dann als Rekuperation an engem Punkt, an D-, haben wir den Maximalpunkt erreicht von der Rekuperation. Da wird ein Auto vom selben bremsen und da können wir auch fahren über das One-Pedal-Driving. Das am Anfang braucht man die Bremsen nicht zu benutzen, aber man kann lang durch das Gas dosieren, wie man fahren und den Auto rekuperiert vom selben und bremst vom selben. Lo vom GLE 350DE mit seiner Autonomie von 100 km an seiner Anhängerlast von 3500 Kilo gehen wir weiter bei Kompakt wählen, gehen wir weiter bei Darklas. Mit dem GLE 350DE kommen wir bei Darklas A250E. Wir haben heute 218 Pferd auf 400 Newtonmeter. Der größte Unterschied zu der normalen A-Klasse sehen wir hier auf der Seite. EQ Power Logo. Das ist auf der Seite befunden. An einer Hand erkennen wir das durch die Schrift A250E. Mich geht über bei der A-Klasse für sie zu laden, als Enker natürlich bei ihr stehen zu laden. Natürlich kommt oben nur der Abendstunde zu drehen. Wir finden wir eine halbe Stunde als Remenker die Vollautonomie von 70 Stundenkilometer erreicht. Die andere Möglichkeit besteht natürlich, eine Wallbox zu holen. Da sind wir dann an enger Stunde 3 Feier vollgeladen. Und natürlich, das Beste ist, die schließt und ein DC-Ladegerät und da sind wir dann an 31 Minuten voll. Comedy-frei und stressfrei können wir sich mit dem heutigen Auto durch den Alltag bewegen, wie ich das demonstrieren. Komm da los Dich von engem von den 23 Plug-in-Hybriden überzeugen bei Ihrem neuesten Mehrberg-Konzessionär. Wir stehen zu Ihrer Verfügung
auch für die nötige Testfahrt von den Modeller bis geschwind bei Meerwerk.